Dummgebabbel ist gleich. Erwin, Willi? Paul, Waldemar, Oskar. sind die 5 Pfälzer am Stammtisch. So, Willi, dein Schopotan Felder. Herr Moltraudel, meine Frau hat gesagt, ich soll mich um die Konfirmation von unserem Sohn, der Wilhelm, kümmern. Ja, dann kümmere dich halt drum. Also wir wollen die Konfirmation bei dir da in der Wirtschaft feiern. Das freut mich, Willi. Und wann ist denn die Konfirmation? Oh, woher soll ich das wissen? Ah, ist das die Konfirmation von deinem Kind oder von meinem, du Simpel? Ah, die Konfirmation ist dann, wenn die anderen Kinder auch Konfirmation haben. Ist das nicht alles zwischen Weihnachten und Neujahr? Traudel, verarsche ich gar nicht mich selber. Ich kümmere mich drum. Mach mal mit dem Essen weiter. Willst du à la carte essen oder was vorbestellen? Was ist denn à la carte? Du wird während dem Essen Karte gespielt. Was? Kenn ich nicht. Willi, du Hasenhahn. Willst du essen, was in der Karte steht, oder soll ich was Spezielles kochen? Ach so, was meinst du? Was ich mein, ist egal. Du bist doch der Gast. Was kannst du anbieten? Was willst? Was hast Ah, such das raus. du? Alter Essen, so was Warmes. Was Warmes? Ah, gut, dass ich das weiß. Ich wollte euch nämlich jedem eine tiefgefrorene Pizza hinstellen. Lady Blunz. Mal was anderes. Wie viele Leute sind denn eigentlich? Warte mal, also meine Frau, mein Sohn der Wilhelm, ich, meine blöde Schwiegermutter, Und dafür Kumpels, ne? nee, meine Frau ist dagegen. Sie meint, die machen nur Ärger und die zu teuer waren. Auf die 4 Leute kommt's doch nicht drauf an. Sie meint, die Getränke kann man nicht bezahlen. Das ist natürlich ein Argument. Moment, jetzt muss ich mich mal einmischen. Wir sind also nicht zu der Konfirmation eingeladen. Erwin, von mir kommt das doch nicht. Das kommt von meiner Alter. Weißt du, was wir alles von der Wilhelm gemacht haben seit seiner Geburt? Ich weiß ja, Erwin. Er hat von uns mit 7 Jahren die erste Zigarre geschenkt gekriegt und am Stammtisch rauchen dürfen. Gut, er hat in die Hose geschissen, aber das ist ja normal in dem Alter. Und was hat er da gemacht? Nix. Und der blöde Schwiegermutter auch nicht. Und mit 12 hat er von uns einen echten Ghetto-Blaster geschenkt gekriegt. 400 Watt, die hätten die Ohren geklingelt. Das kannst du aber laut sagen. 400 Watt, die hätten die Ha, Ohren da geklingelt. ist der Willi als ganz stolz mit so einem Ghetto-Blaster auf den Schultern durchs Dorf geschlappt. Es war halt nur, dass er den ganzen Tag die Kastelruther Spatze gehört hat. Musik ist halt Geschmackssache. Aber wir haben was gemacht. Und was hat er da gemacht? Nix. Und der blöde Schwiegermutter auch nicht. Waldemar, du hast schon recht. Und denke mal dran, wie der Wilhelm in der 3. Klasse sitzen geblieben ist. Wer hat denn seinem Klassenlehrer alle 4 Reifen vom Autoblatt gestochen? Mir, nicht eure Frau. Und der blöde Schwiegermutter auch nicht. Und wer hat eurem Sohn so einen Fußballtrainer in die Fußballschuhe gepinkelt, weil er nicht aufgestellt hat? Das waren auch mir, nicht eure Frau. Und der blöde Schwiegermutter auch nicht. Wo man das alles gemacht hat, dann tut's schon weh, wo man nicht zu der Konfirmation kommen darf. Erwin, du hast recht. So geht's nicht. Meine Alte und ihre Schwiegermutter, die können daheim bleiben. Schluss, aus, vorbei. Männer, das kann er doch nicht machen. Immerhin ist es doch die Mutter von deinem Sohn. Und der hat halt nur mal eine Mutter. Nun, davor hat er 5 Väter. Genau so ist es. Auf den Punkt gebracht. Richtig. Und nochmal jetzt aufs Essen zurückzukommen. Was wollen denn jetzt? An meinem Sohn sein Lieblingsgericht, da freut er sich. Er ist doch schon ein kleiner Gourmet, so wie ich. Ja, und was ist sein Lieblingsessen? Dampfnudeln und Heringssalat. Bitte was? Sag doch, der Wilhelm ist ein kleiner Gourmet. Traudel, macht zusätzlich noch 3 Schlachtplatten. 4 Kilo Kieselfleisch, aber nicht so machen. Und das noch süße paar Waffeln mit 5 Liter Weißsoße. Da ist für jeden was dabei. Okay. Willi, hast du dir Gedanken über die Getränke gemacht? Meine Idee war, dass ich noch in Somalia mit dazu nehme. In was? In Somalia? Das ist so einer, der das sagt, wann und was du saufen sollst. Da ich aber den ganzen Tag nur Dornfeller trinke, ist doch scheißegal. Da brauche ich doch kein Somalia. Auf Männer, da trinken wir auf die Konfirmation von Wilhelm und hoffen, dass wir nicht so lange im Koma liegen wie beim Erwin seinem Sohn seiner Konfirmation. Ah, ihr habt doch einer Renne. Zahler, komm, Mädel. 3 Scholle, 2 Katze und ein Blula.